Guten Morgen, Freunde! Ja, vielleicht merkt ihr, es gibt einen kleinen Unterschied. Und zwar, es wird ein ungeschnittenes Video, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Das heisst, es wird auch ein längeres Video. Darum mache ich gleich mal meinen Punsch ready. Ich glaube, es ist Äpfelpunsch, we don't know. Nein, Rum. Punsch ist auch geil. Ja, darum macht es euch doch auch gemütlich, holt euch auch einen Tee oder einen Punsch oder keine Ahnung was. Chillen mache ich euer Leben. Und wir beantworten jetzt Fragen zusammen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt. Ich habe zwar das irgendwie 2 Stunden, bevor ich das Video jetzt gedreht habe, schon in die Story gefetzt. Weiss jetzt nicht, vielleicht hätte es jetzt viel krassere Fragen, wenn ich jetzt 24 Stunden lang gewartet hätte, aber wir haben halt keine Zeit. Der Hustle ist real. Ja, ich glaube, ich werde jetzt bei allem noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Wir fangen einfach mal an, ganz gechillt. Schnell einen Sit nehmen. Das wird jetzt die Challenge, so das Multitasking. Also, hat das aus Influencer Award etwas bei dir geändert? Ja, extrem viel. Nein. Was hat sich geändert? Im Fall nicht so viel. Also ja, für mich persönlich einfach, weil ich habe noch nie irgendwie einen Award oder allgemein irgendetwas gewonnen. So. Und für mich war das schon sehr speziell gewesen, vor allem auch, weil ich letztes Jahr schon nominiert war und dort verloren habe. Ja, dort bin ich wie schon sad gewesen und keine Ahnung, so, wenn du halt das zweite Mal nominiert bist, dann hoffst du halt schon, jetzt wäre es doch cool. Ja, und ich bin ehrlich gesagt fast froh, dass ich das Jahr gewonnen habe. Ich weiß nicht, es ist mega nice gewesen, der ganze Support und alles. Und ja, ich tue schon wieder abschweifen, was zum Zurückkommen von zu der Frage. Für mich hat sich voll geändert, zum Beispiel gerade die Motivation für Social Media. Also es hat, gerade als ich von Lyon heimgekommen bin, ist meine Motivation für Social Media sehr tief gewesen. Ja, to be honest, einfach weil ich dort ein Leben gelebt habe, quasi als eine Person, die keine Social Media macht. Also ich bin dort sehr inaktiv gewesen. Ich bin in Lyon nie erkannt worden, okay, einmal. Aber es ist halt ein grosser Unterschied zu, wenn man halt daheim ist. Du hast den Alltagsstress nicht, also es ist wie, du hast mal ein komplett anderes Leben gelebt. Und ich bin ehrlich, ich habe ja mein ganzes Leben hinterfragt. Ja, darum hat mich das, also bin ich wirklich sehr unmotiviert heimgekommen, blöd gesagt. Und das Swiss Influencer Award hat mir einfach mega die Motivation wieder gegeben. Ja, einfach, keine Ahnung, es war so ein unglaublich geiler Abend gewesen. Ich habe es so appreciated, es hat wirklich etwas in mir gemacht. So. Also ich bin am Abend nachher in meinem Bett gelegen und ich habe am Anfang all die YouTube-Videos von mir an, ich bin richtig nostalgisch geworden und habe so gedacht, oh mein Gott, wie crazy, was ich alles schon erlebt habe. Und ja, ich weiß nicht, also es hat mir recht wieder Motivation zurückgeholt. Und ja, man sieht jetzt auch nach Daily Videos. Hätte ich nicht gedacht, als ich von Jahr zurück heimkomme, dass ich das wirklich durchziehe, aber geil. Für die sich jetzt interessiert, ob es kooperationstechnisch irgendwie was geändert hat, ich glaube nicht. Oder, also ja, Leute gratulieren mir, aber ist jetzt nicht, dass ich mehr bekomme oder dass ich irgendwie sonst irgendwelche Vorteile habe oder irgendwie so. Ja, es ist glaube ich mehr einfach etwas Persönliches. So. Ja. Wie sieht es aus mit Bauchnabelpiercing? Ich habe verdammt Bock zu eins machen. Ich weiss nicht, ob es so eine Idee ist, wo ich jetzt drauf Bock habe und in einem halben Jahr finde ich es wieder schrecklich. Aber ich bin schon immer so ein bisschen, Bauchnabelpiercing ist echt noch nice. Bei mir ist halt vor allem das Ding, ich glaube, ich habe Angst, um das zu machen. Also meine Schwester hat eins und sie haben mir ein Video gezeigt, wie sie das gemacht hat. Und ich muss sagen, ja, okay, nein, doch nicht. Ja, weil, keine Ahnung, irgendwie, das macht mir mega Angst, der Gedanke, dass eine Nase durch die Haut geht und dann wieder raus. Das ist, wow. Nee, aber sonst finde ich es echt mega nice und ich finde es mega schön. Ja, darum, wir schauen jetzt, wir sehen es, ob es etwas wird oder nicht. Ja. Würdest du einen Sprachunterhalt weiterempfehlen? Oh mein Gott, ja. Also wirklich, jeder, der sich das überlegt, macht es. Und jeder, der sich überlegt, nein, mach es. Weil, auch wenn du nur 2 Wochen gehst, ich finde, es ist so eine geile Erfahrung. Du wirst einfach mal ins kalte Wasser gerührt, weil du komplett neue Umgebung, komplett neue Sprache, neue Menschen, du wirst wirklich komplett ins Wasser gerührt und die ersten 2 Tage ist vielleicht scheiße, aber nachher ist es einfach so nice. Du hast die Möglichkeit, mal ein anderes Leben zu leben oder mal Abstand nehmen von deinen Problemen, die du vielleicht daheim hast. Es ist wirklich, es ist richtig nice. Und ja, du lernst auch eine Sprache, du lernst neue Menschen kennen, richtig coole Menschen.
Es ist so eine coole Möglichkeit, darum ich will es immer wieder machen. Also wirklich, ich habe auch wieder vor, um wieder einen Sprachaufenthalt zu machen. Wann ist die andere Frage und wie lange oder keine Ahnung was, aber ich habe auf jeden Fall Bock, mal irgendwie nochmal Französisch lernen oder so. Ja. Wie fühlst du dich nach dem zweiten Sprachaufenthalt? Okay, da muss ich jetzt einen fetten Schluck nehmen, weil die Frage wird wahrscheinlich ausführlich. Nein, es ist wirklich... Boah, ich bin ehrlich mit euch. Ich bin komplett ins Loch gefallen, als ich heimgekommen bin. Ich habe es ja vorher schon angesprochen. Einfach weil ich dort ein anderes Leben gelebt habe. Ich habe eben auch mal Abstand genommen von all diesen Problemen. Bei allem Möglichen. Also wirklich so. Und ich habe dort neue Menschen kennengelernt. Ich bin so aufgeblüht dort. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich habe mega gerne, dass viel los ist, beziehungsweise dass jeden Tag mein Terminkalender voll ist und ich viel unterwegs bin, viele Menschen gesehen, ich brauche den sozialen Kontakt und alles. Und gerade wenn ich Social Media Vollzeit selbstständig mache, dann arbeite ich halt hauptsächlich eigentlich die Heime. In meinem Zimmer, wo ich auch schlafe und lebe und chille. So, wie ich komme ja sonst gar nicht wirklich aus meinem Loch oder habe den sozialen Kontakt, wie wenn du halt in die Schule gehst oder so, oder arbeiten. Ja, darum, ich weiß nicht, ich habe das so geil gefunden, dass wir dort... Wir waren wie eine Family. So, wir sind zusammen zum Mittagessen, wir sind zusammen in die Schule, gehen zum Nachtessen, am Abend zusammen in den Ausgang bis am Morgen um 7 Uhr. Und dann am nächsten Tag wieder das Gleiche. Also wir waren wirklich wie eine Family. Und darum habe ich es mega cool gefunden, dass so viel gelaufen ist. Also, wir sind in einer Jazzbar, wir sind bowlen, wir sind in einem Park, wir haben alles Mögliche gemacht. Ja. Nein, ich muss wirklich sagen, mir ist voll das Dach auf den Kopf gefallen, als ich wieder zurückgekommen bin. Also es war allgemein auch mega schwierig, um wieder in den Alltag hineinzukommen. Und die eine denkt, du hast noch so, Bro, chill mal, du bist 2 Wochen weg gewesen. Ich weiß auch nicht, wie das möglich ist. Vor allem, ich war ja in Montreux 4 Wochen. Also doppelt so lang. Und dort ist das ist kein Vergleich. Also wirklich so, ja, in Montreux ist vielleicht auch nicht so, also bin ich halt gleich auch oft allein gewesen, wenn ich dort Leute hatte, aber ich habe sie gleich hauptsächlich nur in der Schule gesehen oder vielleicht haben wir am Abend irgendwie erst mal zu Nachtessen oder so. Und dort bin ich halt 24 gewesen, mit Leuten unterwegs gewesen, es ist so viel Geiles passiert. Ja, nein, es ist echt schwierig gewesen, aber mittlerweile habe ich, wie gesagt, wieder recht in meinen Alltag gefunden. Ich muss sagen, das Influencer World hat mich vielleicht auch ein bisschen gerettet, wieder so ein bisschen aus dem Loch. Ja, und einen Tag später war am Can sein Auftritt, also ich bin mega durch das hat mir mega geholfen, um wieder in den Alltag hineinzukommen. Und auch gerade jetzt so den Daily Content machen. Ich habe so viel wieder zu tun, dass ich vielleicht auch gerade die Zeit, blöd gesagt, also wenn ich alleine bin in meinem Bett oder so, dann bin ich mehr so, oh mein Gott, ich will wieder etwas erleben. Und das war so cool dort. Und jetzt bin ich so da und alle Leute sind noch dort und ich könnte jetzt auch einfach dort hergehen, weißt du, so Sachen. Voll, aber momentan kann ich mich gut ablenken und ich glaube, ich habe mich auch sehr gut wieder in den Alltag gefunden. So. Boah, das klingt alles so dramatisch und ich finde mich so dumm, weil das wirklich nur 2 Wochen waren. Aber ich glaube, alle, die auch schon mal einen Sprachaufenthalt gemacht haben, oder die meisten vielleicht, können das so ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß nicht. Ja. Ich hoffe, ich tue die Frage nicht zu lang beantworten. Nein, ich glaube, vielleicht muss ich ein bisschen schneller machen, aber vielleicht finde ich das auch cool, wenn ich ein bisschen ausführlicher mal rede. Ich glaube, es ist mehr so ein chilliger Tag, einfach. Also ich kann eben bei euch ein Zimmer aufräumen oder keine Ahnung was, oder einfach mal etwas essen oder so. Also voll gechillt. Wenn es euch absolut nicht juckt, könnt ihr wieder abstellen, oder? Macht's für die, die es interessiert. Nein, also, wie geht es mit der Mom? Mit der Mom geht es super. Sie hatte halt eine Operation an ihren Stimmbändern. Das Video ist jetzt schon online gekommen. Dort hat sie nicht reden, sie hat 5 Tage nicht reden. Und ab heute hat sie wieder, oder heute? Ja, nein, gestern hat sie wieder reden. Aber halt jetzt nicht wie normal, sondern halt gleich noch reduziert und nicht umschreien, sondern so. Und es ist so lustig, weil ihre Stimme ist so anders. Also so viel höher, habe ich das Gefühl. Ich kann ja jemand dann sagen, ob ihr einen Unterschied seht, wenn ich wieder ein Video mit ihr mache, wo ihr ihre Stimme hört. Ja, sie hat auch einfach ab und zu noch Halsweh. Und sonst eigentlich alles gut. Yes. Wie zufrieden bist du momentan mit dir selber? Boah, das sind voll verschiedene Ebenen eigentlich. Ob jetzt irgendwie mich wohlfühle in meinem Körper oder ob es mir mental gut geht oder ob ich zufrieden bin mit meinem Hustle oder ja, ich kann einfach mal kurz, sorry, dafür. Körperlich momentan wirklich mega gut. Also, ich fühle mich eigentlich mega wohl, aber ich habe das Gefühl, ich könnte noch mehr aus meinem Körper rausholen. Also zum Beispiel, ich bin momentan mega unsportlich und
ja, darum habe ich einfach pure Lust, zu ins Gym gehen oder so. Oder irgendwie mal wieder tanzen oder Volleyball spielen oder so. Um einfach meinen Körper wieder ein bisschen sportlicher bringen. Aber das hat jetzt nicht mal mega damit zu tun, dass ich mich unwohl fühle oder irgendwie, dass ich abnehmen oder irgendwie keine Ahnung was. Sondern wirklich einfach, dass ich wieder Lust habe, um ein bisschen aktiver zu sein. Und sonst fühle ich mich allgemein mega wohl und bin zufrieden mit meinem Leben, mit allem gerade. Ja, also eben auch gerade so mit Social Media. Wenn ich jetzt so zurückschaue, gerade wenn ich aus der Schule gekommen bin ich komplett ins Loch gefallen und habe überhaupt nicht selbstständig sein und habe dann nicht gewusst, wie das geht und habe zuerst einfach mal eine Pause gebraucht von der Schule. Und jetzt mittlerweile habe ich wie voll meinen Alltag gefunden, weiss voll, was ich zu tun habe. Ja, es ist wie, ich weiß nicht, ich liebe es gerade, meinen Job, ich liebe es und es ist richtig geil. Ja. Bist du glücklicher als vor einem Jahr? Habe ich jetzt eigentlich schon ungefähr beantwortet. Letztes Jahr war auch ein geiles Jahr, ein richtiges geiles Jahr, es ist richtig nice, was passiert. Aber ja, also ich hatte letztes Jahr meine Matur halt gehabt. Ist zum einen rückblickend hure nice gewesen, wo ich sie bestanden habe, aber es war hure Anschiss auch gewesen, wo ich die Matur halt hatte. Und halt auch Schule vorher, also es ist wirklich... Ich bin ehrlich mit euch, ich bin so froh, bin ich nicht mehr im Gymi, oh mein Gott. Einfach weil ich so viele Struggles nicht mehr habe. Ja, zum einen der ganze Druck und der Stress und einfach so mit Lernen und einfach sonst so, es klingt so doof, aber es ist so angenehm, Freundschaften aktiv zu pflegen, als sich jeden Tag in der Schule zu sehen. Ich finde, das macht mega viel aus und ja, du kannst wie aktiv, wenn du nicht mehr in der Schule bist, kannst du dich aktiv dafür entscheiden, mit wem du Zeit verbringen willst und nicht musst. Ja. Voll, darum würde ich sagen, ich bin glücklicher, ja. Eben wie gesagt, einfach weil alles das Jahr. Ich fühle mich so wohl mit meinem Job und allem. Also ich bin sehr happy. Wann fängst du an zu studieren? Da kann ich vielleicht auch mal kurz ein Update geben. Das war beim letzten Live-Update ein bisschen anders gewesen. Ich weiss mittlerweile, was ich will studieren. Und ich will mich auch dort bewerben. Also es ist ja Hochschule, wäre so Uni, könnte ich ja einfach sagen, ja, ich habe eine Matur, nehmen mich einfach. Und Hochschule muss ich mich halt wirklich bewerben, muss Portfolio abgeben, so einen Test machen, bla bla bla. Aber ich will an der ZHDK studieren. Ich sage jetzt extra nicht, welchen Studiengang, weil ich Angst habe, dass sich nachher bei euch auch ein paar dafür bewerben. Das wird halt so 16 angenommen von dem her, ja. Aber voll, das will ich studieren, wenn ich dann angenommen wird oder so, würde ich es ja vielleicht sagen genauer. Und Prüfungen, also die Abgabe vom Portfolio ist Mitte Februar und ich würde halt anfangen im September nächstes Jahr. Ja. Wie sieht es aus im Fitnessstudio? Ja, habe ich eigentlich schon beantwortet, also von dem her will ich eigentlich nächstes Jahr anfangen. Ich wollte es eigentlich schon im Dezember wählen, aber ich dachte, ja, mit dem hohen Daily Hustle ist schon schwierig. Ist schon schwierig. Ja. Was ist deine nächste geplante Reise? To be honest, ich gehe morgen auf Berlin und nachher, also ich gehe wirklich auf Berlin, komme am Freitagmorgen heim, am Freitagnachmittag gehe ich auf Lyon. Aber das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich gehe das Wochenende meine Lyon-Friends besuchen. Ich vermisse sie schon sehr. Darum freue ich mich auch sehr auf das. Und auf Berlin gehe ich mit dem Can. Da kommt dann auch ein Vlog. Von dem her, yes. Und das ist auch der Grund, to be honest, warum ich ein Uncut-Video mache, weil es halt einfach weniger Arbeit ist zum Schneiden. Yeah! Ja, aber es ist wahrscheinlich auch spannend für die einen. Also es haben auch schon ein paar geschrieben, wenn ich wieder mal so ein Uncut-Video einfach will. Ich glaube noch etwas anderes, als wenn es die ganze Zeit so geschnitten ist und so, weil ich kann mir vorstellen, dass es auch ein bisschen persönlicher ist. Yes. Voll. Nachher, was habe ich noch für geplante Reise? Im Januar will ich mit meinen Gymi-Friends, mit 2, will ich nach Rom. Deine Ziele auf YouTube? Oh, das ist schon die letzte Frage. Boah! ich finde es so schwierig zu sagen, was für Ziel, weil grundsätzlich mache ich es, weil es mir Spass macht, weil ich es super nice finde, mit euch zu interagieren und alles. Aber ich glaube, so ganz schön, wenn ich so ganz ehrlich bin, ist glaube mal so ein YouTube-Play-Button einfach bekommen. Aber ich weiß nicht. Es ist wie einfach so, keine Ahnung, das will ich dann zu meinen Kindern zeigen, wenn ich dann Mutter bin. Schau mal, das war damals mein Hobby gewesen. Gut, ich könnte das wie Influencer zeigen, ehrlich. Nein, ihr wisst, was ich meine. So. Aber ja, ich glaube, das ist allgemein mega schwierig,
Also du kommst einen Playbutton über ab 100'000. Und in der Schweiz, mit Schweizerdeutsch, ist das halt ein bisschen schwieriger. Von dem her, ja, man darf ja träumen, oder? Darum abonniert mich an dieser Stelle einfach alle mal. Dann wird mein Wunsch wahr. Und ja, das war es eigentlich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt ein Like. Vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ich hoffe, morgen kommt wieder ein Video. Und ich bin nicht absolut hinten drin, weil ich jetzt von Berlin und nachher nach Lyon steige, weil ich muss gleich jeden Tag ein Video schneiden und machen. Ja, genau. Darum würde ich sagen, wir sehen uns. Hoffentlich morgen. Nein, ich schaff's. Ich bin bis jetzt immer pünktlich gewesen. Können wir kurz appreciate, ich habe es immer ab 18:00 Uhr geschaut, immer genug früh, sonst bin ich immer spät. Ja, das habe ich eigentlich auch anmerken. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis morgen. Bye.